Ende November am Filmtheater Sendlinger Tor. Letzte Vorbereitungen für eine besondere Premiere im ältesten Kino der Stadt. 1, 2, 3, 4, 5, hört man mich, hört man mich. Es wird die letzte sein unter der Betreiberfamilie Pressmar. Ja, es fühlt sich komisch an, aber wir versuchen das Ganze einfach professionell über die Bühne zu bekommen. Also es ist momentan sehr schwer, sehr emotional, weil wir sehr viele Stammgäste haben, die einen, obwohl sie es wissen, warum, weshalb geschlossen wird, uns immer wieder darauf ansprechen. Und ich glaube, am schlimmsten wird der letzte Tag, die letzte Vorstellung. Nach langjährigem Streit über den Pachtvertrag müssen Fritz und Christoph Pressmar ihr Filmtheater im Januar schließen. Seit 3 Generationen, 80 Jahre lang, hat die Familie es betrieben. Sie sind im Kino aufgewachsen. Als Kinder saßen wir dann drin und haben die fallenden Filme rauf und runter, weil wir konnten über den so lachen, wahnsinnig gern zu Hause nachgespielt haben. Bei mir war es genau das Gleiche, dass ich mich eben aus dem Büro rausgeschlichen habe und oben in der ersten Reihe Balkon mir einen James Bond angeguckt habe, wo ich wahrscheinlich 8, 9 war und der war ab 12 und das war natürlich dann auch immer so, du musst aber leise sein und so. Also, wir sind eine Kinofamilie. Gegründet wird das Filmtheater 1913 von Schausteller Karl Gabriel. Seine Vision: in München einen würdigen Ort für die neue Kunstform schaffen. Ein prunkvoller Saal, fast wie ein Opernhaus. Hier haben wir noch unseren kleinen Schatz, den Eröffnungsfilm, den Originaleröffnungsfilm von 1913. Die Herrin vom Nil, Kleopatra, 2300 Meter, ein unglaublich langer Film. 90 Minuten, eine Sensation. Publikum und Kritik sind begeistert vom neuen Medium. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernimmt Fritz Pressmar Senior das Kino. Er beseitigt die Kriegsschäden und die Menschen stürmen ins Filmtheater. Man hat kaum Geld, aber man geht ins Kino. Der Höhepunkt? Ausgerechnet 1948, das Jahr der Währungsreform. Und jeder Deutsche hat dann nur 40 Mark bekommen. Der Tag zuvor war ausverkauft, alle Vorstellungen. Und der Tag danach war auch ausverkauft, alle Vorstellungen. 1948 hat das Kino hier knapp 900.000 Besucher. Die Nachkriegszeit, die Leute wollen endlich was anderes sehen. Ja, wie auch immer, irgendwie Heimatfilm oder sonst eine Liebesschnulze, ja, egal. Sie wollten den Krieg vergessen. Ja. Ankunft der Filmcrew auf dem roten Teppich. Die letzte Premiere. Viele Menschen wollen sie miterleben. Alle hier verbinden etwas mit diesem Kino, kennen es oft schon seit der Kindheit. Ich habe hier viele Premieren miterlebt und ja, ich finde es einfach, ich bin gerade wieder reingegangen und habe zu meinem Mann gesagt, wie schön das ist, was die Atmosphäre, das ist einfach was Besonderes. Ja. Es gibt leider nur noch ganz wenige solche Häuser. Wir leben halt leider Gottes in einer Stadt, in der Raum nicht Lebensraum ist, sondern Geld. Und da leidet das Kino, da leidet die ganze Stadt leidet darunter. Über Jahrzehnte hat sich das Filmtheater ein Stammpublikum herangezogen, durch passgenaue Kuratierung. Die Betreiber wissen, welche Filme die Leute hier sehen wollen. Vom anspruchsvollen Mainstream bis zur Filmkunst. Ihr Geheimnis? Sich selbst treu bleiben. Du wirst bei dem Verleih manchmal so eine Schublade geschoben. Ja? Und wir wussten, aber unsere Schublade ist nicht fest so. Wie ist der Boxerfilm? Wir haben alle Eastwood-Filme gespielt. Million Dollar Baby. Million Dollar Baby, ja, genau. Da hat der Verleiher gesagt, das ist doch kein Film für Sie. Genau, und da haben wir gesagt, nee, wir haben den Film gesehen. Er hat gesagt, nee, lass uns mal unsere Sorge sein. Das Gleiche war auch für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Da hat der Verleiher auch gesagt, das ist doch nicht Ihr Film. Dann habe ich gesagt, doch, ist unser Film. Auch die Filmemacher schätzen das Kino. Von Filzmaier bis Scorsese. 1990 gibt's den Bayerischen Filmpreis für die Betreiber. Als einziges Kino überhaupt. Die Krisen der letzten Jahrzehnte, vom Farbfernsehen bis zum Streamingdienst, das Filmtheater Sendlinger Tor überlebt sie alle.
Dass der Familie nun gekündigt wurde, symptomatisch für diese Stadt, in der Kultur immer mehr verdrängt wird. Dieses ganze Kinogeschäft war immer Wellenbewegungen. Das weiß man, da kam man irgendwie durch. Was jetzt in der jüngsten Vergangenheit einfach das große schwarze Loch war Corona. Nichtsdestotrotz glauben wir, auch wenn es wir nicht mehr erleben werden, ist, also hier im Kino, dass das Kino wieder bergauf geht. Dieses Bedürfnis der Leute, miteinander was zu Abend zu machen, wird immer da sein. Das zeigt sich auch bei dieser Premiere. Film wirklich erleben, Emotionen teilen. Das geht nur im Kino. Ja, und jetzt wollen wir auf jeden Fall auch noch den Kinobesitzer auf die Bühne holen. Christoph, wo bist du? Bitte, du hörst unter uns und einen Riesenapplaus nochmals. Es ist einfach großartig, was er geleistet hat. Und wir danken sehr, dass Leute Am 15. Januar spielen die Pressmas ihre persönliche Abschiedsvorstellung mit Valentin und Filzmeier. Ich fand es schön. Es war auch das erste Mal, dass mich jemand auf die Bühne gebeten hat. Das war ein schöner Rahmen und ein schönes Ende. Was aus dem ehrwürdigen Haus wird, ungewiss. Ob sich ein Nachfolger findet, offen. Klar ist, nach 112 Jahren endet hier ein Stück Kinogeschichte.